endlich am Ziel. Zusammen mit vielen anderen Feriengästen steigen sie aus und der Nikolaus schaut umeinander. «Hey, komisch, da hat es ja kein Auto!» Der Papa nickt. Das Auto muss man eben weiter unten in Tesch in einem grossen Parkhaus parkieren und die letzten Kilometer bis Zermatt mit dem Zug fahren. Zermatt ist eben autofrei. Für den Transport innerhalb des Dorfes gibt es Elektroauto und Kutschen oder man nimmt das Velo. Dann erkundigt sich der Papa bei einem älteren Herr nach dem Weg zu der Jugendherberge. Ob es weit ist oder ob wir zu Fuss gehen können. «Zu Fuss? Ja, das ist kein Problem», sagt der Mann. Und er zeigt in welche Richtung. Aber dann sagt er auch noch, dass, wenn sie Zeit haben, doch noch auf den Geissenkehr warten. Geissenkehr, was ist echt das? Der Papa möchte das gerne wissen und sagt, «Wir haben Ferien und darum haben wir Zeit.» Mama nickt. «Ja klar, und kommt, wir legen unsere Rucksäcke dort beim Wegweiser her. Dort haben andere Touristen auch schon ihr Gepäck hergetan. Wir sind anscheinend nicht die Einzigen, die wissen, was ein Geissenkehr ist.» Die kleine Lena darf im Papa auf die Schulter sitzen und alle sind gespannt. Plötzlich ruft die kleine Lena, «Geissen! Ich sehe Geissen!» Sophie drängelt sich vor. «Das ist der Geissenpeter!» Sie sind zwar im Wallis und nicht im Heideland, aber anscheinend hat es auch hier Geissenpeter. Es kommt nämlich ein Bub mit einer Zipfelkappe und schwarzen Kruseli zu laufen, in der Hand ein Stecken und hinter ihm ganz viele Geissen. Es sind Schwarzhalsgeissen. An der vorderen Körperhälfte ist das Fell schwarz und hinten weiss. Und so Schwarzhalsgeissen gibt es nur im Wallis. Sophie und die ganze Familie sind so am Schauen, dass niemand merkt, was hinter ihrem Rücken passiert. Nichts Böses, nur etwas Dummes. Wo sie dann nach dem Geissenkehr eine halbe Stunde später in der Jugendherberge ankommen, haben alle grossen Appetit. Aber vor dem Essen wollen sie noch ihre Sachen ins Zimmer tun. Sie haben ein schönes Familienzimmer. Sophie und ihre Geschwister dürfen selber untereinander ausmachen, wer beim Kajütenbett oben oder unten schlafen soll. Sophie legt den Rucksack auf ihr Bett und schaut mit der Lena zum Fenster aus. Vor ihnen das Matterhorn.